Nirgendwo dreht sich das Promi-Karussell so zünftig wie auf dem Oktoberfest in München. Flirten und auch mal der ein oder andere Absturz gehören für viele Stars einfach dazu. Kann den Wiesen Sünde sein? Das findet ProSieben-Reporter Thomas Siegmann auf dem größten Volksfest der Welt heraus. Sodom und Gomorra ist ja gar nichts dagegen, sagst du, ja? Da bin ich dann auf allen Vieren über die Prinzregentenstraße gekrabbelt. Ich glaube, ja, so war das. Wir sind ja schon seit 12 Uhr hier. Es ist jetzt ungefähr, ja, fast schon 4. Noch bin ich gut dabei. Ich bin kurz vor dem Absturz. Wie ist das so mit Wiesen abstürzen? Bist du hier mal abgestürzt? Nee, bisher halte ich mich noch ganz gut zurück, weil es liegt vor allem daran, dass diese Maßkrüge so schwer sind, dass ich sie gar nicht heben kann. Ja. Das hält mich so ein bisschen vom Trinken zurück. Das heißt, du hast dann immer so die kleinen Kinderbecher. Ich habe nach einem Kinderbecher gefragt, aber es hieß, das gibt es nicht. Kann ich mal gerade für die Colleen ein Glas Wasser bekommen? So. Kannst du das auch halten? Ja, noch geht's. Ich darf es nicht zu voll machen, oder? Vielen Dank. Egal ob mit oder ohne Alkohol, geflirtet wird auf der Wiesn, was das Zeug hält. Das ist ja cool, ein ProSieben Halssteckerchen. Das sieht aber toll aus. Ja, hat mir eben die Lena umgemacht. Lena Gerke. Oh, läuft da was? Ich sag mal, jeder ist hier heute solo sozusagen und findet sich neu. Zur Wiesn gehört ja auch Flirten dazu, ne? Ja, schon ein bisschen geflirtet hier? Das kommt später. Ich glaube, der Alkohol muss erst mal ein bisschen hochgehen. Wir sind ja erst beim Dessert. Aber ich glaube, so ab 6, 7, 8 Uhr, da geht es dann richtig volle Pulle los. Geht dann auch mit Flirten los dann, ne? Muss ja, ne? Muss ja. Da passiert es oben, unten, überall. Überall? Ja? Natürlich, hier. Sonst ist doch keine Wiesn ohne Flirten, ohne Anfassen, ist da überhaupt nichts hier los. Ja? Ja, aber ich bin ja mit Regina da und uns macht so schnell keiner an. Ne, Regina? Ich weiß zwar nicht, von was du sagst, aber genau ja. Darf man überhaupt flirten, wenn man eine Frau hat und Kinder? Flirten darf man, ja. Es ist natürlich die Frage, wo fängt Flirten an und wo hört Flirten auf. Ja. Aber natürlich darf man nette Gespräche mit Damen führen. Also, sage ich jetzt mal so. Ja, ich habe ja jetzt die Schürze hier. Das heißt, ich bin vergeben. Oh je. Ich habe gehört, wenn sie hier ist, ist man auf Männersuche. Und ich habe gehört, wenn es hier hinten ist man eine Piep. Ich habe hier aber oben schon mal ein bisschen locker gemacht. Ja. An der Oberweite, da ist ja am wenigsten Platz bei mir. Und was muss, das muss. Und deswegen mache ich mir jetzt ein bisschen Luft hier. Ja. Sehr schön. Wie geht's auch weiter heute Abend? Ja, wir beide werden noch um die Häuser ziehen hier. Wir werden das Oktoberfest von vorne bis hin angucken und wahrscheinlich total blau auf irgendeiner Wiese landen. Ja, ich freue mich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Gefeiert wurde bis zum Umfallen auf dem Oktoberfest. Der Promi-Ausnahmezustand hält noch knapp 2 Wochen an, denn so lang geht die Wiesn noch.